Ja, Freunde, das Abenteuer geht wohl noch ein bisschen weiter hier zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom, in der letzten Folge ja bei Schloss Hyrule waren, dort Zelda getroffen haben, beziehungsweise eine Marionette von Ganondorf persönlich, in dem Fall von Phantom Ganon. Und ja, uns sogar noch die Weisen begleitet haben, beziehungsweise plötzlich eingegriffen haben, uns geholfen haben gegen Ganondorfs Miasma. Dachte mir so, hey, wir können eigentlich nochmal hier Ramdas Schatz holen gehen am Flötengrashügel. Also natürlich in der Höhle vom Flötengrashügel. Und jetzt für die Folge, klar, wir müssen zurück zum Spähposten, da ist mir klar, aber ich würde gerne einen Ausflug zurück hier im Untergrund machen. Es gibt ja noch ein paar Schätze zu holen und diesen jenes sowieso. Im Prinzip können wir eigentlich uns auch mal noch um die Monster-Quest hier kümmern. Dass auch im Untergrund noch ein bisschen was zu tun gibt diesbezüglich, aber ja, mal gucken, wa? Je nachdem natürlich, wie weit jetzt in der Folge kommen und das mit dem Spähposten dann nicht irgendwie auf die lange Bank schieben. Aber umziehen muss man definitiv, weil hier unten ist Brandgefahr. Aber sowas von. Die gute alte Brandgefahr. Nachher könnt ihr wieder mal unsere Weißen aktivieren. So ein Teil davon zumindest. Einfach etwas habe ich sie, aber. So, jetzt muss ich hier hin, also da die andere Richtung und da, ja, also ich meine, wenn ich jetzt wann dann war. Ich gerade, habe ich nicht irgendwo hier sogar in der Nähe noch. Da hinten was, glaube ich, wa? Noch ein paar Gebäude übrig. Jetzt ist die Frage, kann ich einfach so schnell da rüber oder gibt das Brandblasen? Ich kann Tulins Kraft nutzen, das ist schon mal gut. Oh, da könnte noch was Gutes drunter sein. Nobu, ich warte mal ganz kurz. Wo ist hin? Der muss aber auch immer übertreiben, der Gute, wa? Ja, da ist irgendwo nirgendwo gelandet. Super. Monsterversteck. Hier ist doch. Dankeschön. So, die Blume speichern wir jetzt mal, weil wir haben hier unten, ihr seht sie noch hell. Darüber, wa? Also, jo. Angriff Nobu! Boom! Da uns noch ein paar mehr Seelen. Ist aber keine Art Arena hier, oder? Glutheiße Arena, da sieht es aus, als müssen wir hier ein bisschen kämpfen. Ja dann, bitte Heil und so, wa? Wird schon gut gehen. Nein, nicht von da oben, Link, bist du wahnsinnig. Ernsthaft? Euch zwei Spackos hier? Aua. Das tat weh. Hüpel. Ja. Er hatte mal schon vor geraumer Zeit mal erwähnt, dass wir hier im Untergrund noch ein bisschen Dinge machen müssen, Arenen. Damals war aber nicht diese Arena gemeint, sondern Arenen, die ein bisschen mehr Pep haben. Und zwar Arenen mit Leunel.
dazu alles nach und nach. Ne? Das sind ja auch alles Dinger, Arenen, bei denen es eben so Schätze gibt. Und die Schätze werden ja auch durch Karten, die wir im Himmel finden, markiert. Und es gibt doch gerne alles irgendwie so kombinieren, wenn es im Nuller ist. Wenn ich da auf die Suche gehen, nach allen Schätzen im Untergrund und nachher sagen, oh, ich habe noch irgendwie im Himmel was gefunden. Die Karten dazu, die brauche ich jetzt gar nicht mehr. Das wäre irgendwie doof. Silber noch. Es gab wirklich hier so unterschiedliche Arenen in dem Sinne, dass jetzt auch hier halt eine Arena haben mit Bockblins offenbar. Dann gibt es wohl noch eine Arena mit eben Lionel, wenn es von anderen Arenen geben, logischerweise. Ja, das Marschwerk geht nicht kaputt, solange es leuchtet, das ist so. Ups. Entschuldigung, Maserschwert, schon. Hylia-Schild natürlich. Ja, ich will genau switchen, ne? Der wird sicher irgendwann kaputt gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber solange es nötig ist, muss er nicht sein, weil der ist teuer, ist echt. Nee! Mein Arsch geht doch kaputt. Gut, dauert auch viel länger, aber. Oh, und die ganze Monster-Scharade. Auf einen Streich, ne? Das haben wir natürlich gerne hier. So, wer hat noch nicht, will noch mal. Wisst ihr was? Kämpft doch mal gegenseitig, ne? Einmal schön durchziehen. Boom. Oh, was können wir da? Dann versuche ich doch mal. Wo ist ihr Knospe? Ah, da. Qualmaling. Der Überfall! Ist auch mit den Weißen das unterstützt manchmal ein bisschen schwierig tatsächlich. So, aber das Ding nehme ich noch gerne mit. Also, ich höre zumindest, wenn es geht. Mir erstmal Lanz, mir erstmal prügeln. Aber auch schon überlegt, ob ich die Dinge vielleicht mal zu Hause ablegen soll. Was irgendwie auch Unique-Waffen sind. Und das Ding hier. Ja, natürlich, ja. Wäre zwar einerseits eine coole Waffe, andererseits. Ja, die kriege ich immer wieder. Insofern. So. Santos Helm! Es heißt skrupellos, Usurpator aus dem Reich der Schatten haben diesen Helm 1 getragen. Kein Gefrieren. Ja. Das stimmt. Oh, ist lange her, Twilight Princess. Oh, schöne Zeiten. Das wird glaub, eines der nächsten Zelda-Spiele, die ich zocken werde. Aber natürlich vorausgesetzt, es gibt nicht irgendwie was Neues, das irgendwie angekündigt wird. Aber ansonsten hatte ich mir so von alten Spielen gerne wieder mal Ocarina of Time Master Quest auf 3D, ja, also im 3DS, beziehungsweise natürlich Emulator. Je nachdem. Und das andere wäre wieder mal Twilight Princess tatsächlich. Weil ich immer noch irgendwie hoffe, dass die beiden, also Wind Waker natürlich, das Ding wie mal ein Remake erleben oder ein Port auf die Switch oder dann auf die Switch 2.0. Je nachdem natürlich, wie die Nachfolgekonsole lauten wird. Ich meine, sorry. The Wind Waker. Ah, er ist noch hier, cool. The Wind Waker und der Prince hat einen Port auf die Wii U. Wer spielt noch die Wii U? Insofern. So, dann ein Schatz ist da drüben. Okay, jetzt muss ich noch einen Teil drauf schmeißen. Das Chimierenbogen zerbricht gleich. Ja gut, er war aber auch lange gehalten, muss man tatsächlich zugeben. Länger als Marsschwert übrigens, aber das ist auch kein Wunder. Oder keine Kunst tatsächlich. Können sonst auch wieder mal ein bisschen Dämonenbogen, Dämonenkönigsbogen ein bisschen verbrauchen, nicht wahr?
Was soll ich jetzt machen? Ah, genau, ihn noch markieren. Wenn du direkt weißt, okay, ist eine Arena, ne? Gehen mal so in die Richtung hier drüben. Hör, wieso aber keine Dinger mehr? Wo sind die alle hin? Hä? Was ist das gerade? Ich konnte die Markierung nicht... Habt ihr das gesehen? Ich konnte die nicht setzen. Schräg. Ist also ziemlich sicher etwas, was man in einem der aktuelleren Patches rausgepatcht hat. Daher habe ich hier halt eine sehr alte Version noch Spieler. Daher hier den Duplikationsglitch, den man halt im Springen ausnutzen kann, ausführen kann, noch nutzen möchte. Habe es halt noch auf der alten Version belassen. Und irgendwie geht. Ach ja, der Untergrund. Die Geisel der Menschheit. Wie oft werden wir hier noch hingelangen? Ja? Zumindest, oder zumal es natürlich auch noch darum geht, unsere Batterieleiste zu komplettieren. Die ganze Map aufzudecken, alle Schätze noch zu finden und so weiter und so fort. Das wird dauern. Okay, sieht ein bisschen seltsam aus dort. Scheiß Vulkan, ganz ehrlich. Ein bisschen niedrig. Kam es eigentlich nicht so vor. Kock-Eiernwurzel, aktiviere dich! Und dadurch ein neuer Schrein an der Oberfläche. Aber dem vielleicht schon. Vom Sound her erinnert es mich ein bisschen an Skyward Sword, da mit diesen, wie hieß es da, das Seelentau oder so? Das Seelengefäß, das im Reich der Geister immer füllen mussten. Die Wurzel vertreibt das Unheil. So ist es. Ching ching. Ganz kurz gucken. Ja, war klar, dass ich den schon habe. Soll ich ja echt mal so markieren, wa? Warte mal. Markierung löschen. Dann haben wir da einen, also. Entschuldigung. Eure Position. Also muss hier unten. Oh, hey, komm, mach's nicht so. Das ist eh doof. Die Wurzeln ja auch so markieren. Ich eigentlich immer schön zur ersten Wurzel käme, oder? Zumindest mal fürs Erste. Okay, was haben wir da? Da ist nochmal ein Monsterlager. Natürlich mit Sonanium und so zum Farmen. Dann nochmal ein Lager für... Oh, für halt. Kann ich eigentlich auch noch markieren hier. Ein gutes Symbol dafür. Ja, die sind eher verwirrend, wenn ich die nutze. Theoretisch wären die gut, ja, sobald ich alle Dinge habe. Alle Schreine und so aktiviert habe, wäre der wirklich etwas, aber so. Ja gut, das Monsterlager. Kann von mir aus auch eins bleiben. Wobei. Da scheint mir doch eine große Mine zu sein, und mit wenig Gegnern. Der Täuscher sitzt. Da muss man dann doch mal genau angucken. Aua. Na gut, waren Silber noch. Darf man ja schon. Wieso macht er bitte so viel Damage? Noch ein Silber noch. Aua. Ey.
Muss ich doch wieder mehr auf die Waffen hier gehen, wa? Oder haben wir das Heldenschwert irgendwie mal upgraden, da wäre mal eine Variante. Jung, aber kein Waffenverschleiß. Grimme Gottheit, Klinge, Bigoron, Schwert. Aua. So. Da hätte man ja eigentlich eher zu kurz, wenn der Fehler sein soll. Er lebt doch noch. Alter. So. Was ich hier eigentlich sagen wollte, bevor wir hier so unsanft unterbrochen wurden. Dass das hier ein riesiges Sonaniumlager ist. Irgendwie. Ja, dann kann ich ihn nicht nutzen, weil sonst verbrennt. Das ist natürlich jetzt doof. Das haben wir Schwert nutzen. Okay. Okay, schon weg. Königsschwert leider verrostet. Na, bitte das nix. Die unverrosteten Königsschwerter findest du zwar auch hier unten, aber dann nur bei den Statuen. Ja, dort war eine nette kleine Mine, die hat sich durchaus gelohnt. Kann man so machen. Klar waren also ein paar Gegner dabei, trotz allem, aber ja. Das geht, Freunde, das geht. So. Ging sie noch weg, war die Blume. Wurde wieder zerstört. Was haben wir da Schönes? Das hat aber nichts mehr mit den Dingern zu tun, oder? Mit der Quest hier unten, die wir noch haben. Nicht das Ding hier. Operation Himmelsriese, Riesensilhouette, okay. Das ist so ein Ivarok, aber ein anderer. Oh! Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Entschuldigung! Hat abgelenkt, weil ich das Liga versteckt da drüben gesehen habe. Und da ist noch irgendwas im Weg. Dass immer so dunkel sein muss. Huch. Ah, da links von mir. Ein starker, weil es ein Obsidian-Gigama ist. Ah, schön in der Mitte. Perfekt. Wo war da jetzt da hinten? Sogar sehr nah dran, war. Da ist das Ding. Huch. Okay, das ist ein ganz kleiner. Ich würde mich trotzdem gerne noch um den da kümmern. Nehmen wir vielleicht mal eine stärkere Waffe, irgendwie sowas.
wir noch gucken, ob wir noch irgendwas haben. Noch ein paar Donnerblumen oder so zum Mitnehmen. Ne, wenn überhaupt da drüben. Sieht aber nicht so aus. Wisst ihr was, wenn er eh gleich zerbricht, kann ich mal einmal noch da oben hinballern. Huch! Ja, ich bin's. Hallo! Das müssen eine fette Auswahl gegeben haben. So, jetzt muss ich ganz kurz Dinge wieder deaktivieren und so weiter dafür, aber die Weisen, ihre Abbilder, die sind dann doch zum Teil ein bisschen nervig, muss ich leider zugeben. So, 92. Besser als nichts. Marschwert ist zurück. Ja, hallo, schönes Ding. Ja. Also natürlich definitiv so ein Platz, wo sich sehr, sehr gut lohnt. Also hier oben generell, war da und da, also da kann man gut farmen. Sehr schön. Perfekt. 114 schon wieder. 115, Entschuldigung. Ansonsten... Ja, ne? Die Frage ist, unser Gefährt noch hier oder muss er wieder neu zusammencraften? Ich glaube, dass es weg war. Okay. Einmal kurz einen Jäger hoch. Da war ein Jäger versteckt, wenn man ganz kurz nach oben es geht. Da können wir wieder neue Materialien finden für unser schickes Powerbike. Weil dann natürlich meine eigenen Sonanium-Rest dafür irgendwie nutzen muss. Dann kommt dann noch hoch, hat so ein paar Animations. Oh, warte mal. Noch mehr davon hier. Meistens sind die hier ein bisschen im Kreis verstreut. Aber in dem Fall leider nicht. Okay, machen wir auch nichts. Ah, hier noch einer. Sehr gut, zwei bei so einem Gebilde, ist auch nicht gerade so viel. Ja, das letzte, komm. Also ein Frosch, einfach
Aus dem Nichts quasi. Und sich so denkt, hä? Kommt der doch her? Das ist ein Reise-Zweihänder. Gut, ja, nehmen wir jetzt auch mal. Hallo? Hallo, Spiel! Ja, gerne drauf und steuern. Manchmal nee. Wir haben noch ein paar Donnerblumen. Es sind aber nur 2, das heißt, es lohnt sich eigentlich, auf der Karte zu markieren. Da haben wir doch schon bessere Dinger gesehen. Bessere Orte zum Looten. So. Der Zeit her, ja, viel haben wir eigentlich nicht mehr tatsächlich. Jetzt haben wir aus der Hinsicht natürlich jetzt nicht immer Soldatenschwert, immer so lange Folgen haben wollen. Andererseits, das ist ein Reisezweiner, der kann ja weg. Und der es aufgenommen hatte. Soldatenschwert. Ja, doch. Den nehme ich gerne. Ja, und dann Reise 2 Händler. Ui. Habe ich gerade gesehen. Alter. So, was ist hier denn los, ne? Das ist gar kein Jäger. Hä? Ich dachte, dass es hier ein Jäger wäre. Wenn man das dreht und so. Ah, okay, okay. Ne, ist gar kein Jäger. Also Jägerversteck halt. Und da oben waren wir vor. Ne, nicht ganz. Da hinten waren wir. Verwirrt. Das irgendwie jetzt das vielleicht sogar übersehen habe oder so. Soll da runter noch gehen? Ja, cool, komm. Für die Folge machen wir das noch. Auf die Schnelle immer heller. Nach da unten und dann nächste Folge. Sollen wir hier mal gucken? Was hier drin verbirgt und dann vielleicht noch die Wurzel aktivieren, nachher wieder an die Oberfläche. Also wir kümmern uns halt erstmal noch um das Vieh hier. Operation Riesensilhouette, weil ja, nehmen wir mal an, wird das ein Frosch sein. Aber ich glaube, Frosch hatten wir doch schon mal. So als Operation. Als Operationsquest. Was wäre das wieder so ein Silber, so ein Silberding. So ein. Mann, wie heißt das Ding schon wieder? So ein Blockviech. Kleines Monsterlager mit ein paar Sonanium-Dingern, okay. Also so ein Turm für die Oberfläche, wo man einen Deckensprung einsetzen könnte. Ja, gut, ich meine, wer es braucht, okay. Deswegen cool, wenn man halt jetzt im Untergrund ist und in der Oberfläche halt noch nicht den Schrein da hätte, um sich hin teleportieren. Dann denke ich mir so, okay, doch kann man machen. Aua. Ah, ein tiefer Fall. Links tiefer Fall. Ja, also so ein Turm. Gut. Aber ja, komm, dann fliege doch noch schnell. Auf die Schnelle immer helle, noch darüber. Weil nachher dann die Folge beende. Abspeichere, nachher wieder neu laden. Bin ich nicht ganz so sicher, dass Arbeit noch da ist. Wenn danach wieder quasi eins wieder herstellen müsste. Nur um schnell dahin zu fliegen, wäre es ein bisschen doof. Ne? Deswegen fliege ich jetzt mal hin. Falls nachher dann weg wäre, hat mir schon mal den Weg gespart. Ja, stimmt, soweit noch. Und daneben, ich glaube, dann, wenn wir noch die zwei, drei Dinge im Untergrund gemacht haben, also dann nächste Folge uns doch wieder. Ah, hier ist ein Jägerversteck, aber doch richtig gesehen. Und weiter her vor allem. Uns dann nächste Folge doch wieder zum Posten zurückbegeben. Wieso kann ich jetzt gerade nicht? Was zum? Sogar das ist sehr merkwürdig.
wollte einen Flug abspringen und schießen, aber es ging gar nicht. Ah, warte mal, ich weiß aber auch warum. Nee, kein Bogen ausgerüstet, ich Trottel. Michael. Dann geht's natürlich nicht, das ist doch klar. So, wo ist eigentlich mein Ding hin? Ist jetzt zerstört? Ich hoffe nicht. Was ist das denn? Okay. Also hier also eins bauen. Okay. Kümmern wir uns erstmal um den Ruhm Garndorf, so wie es hier so schön steht. So ähnlich sieht Arena-Ruine. Hä? Arena-Ruine? Ach so. Du meinst schon das hier? Okay, scheint doch irgendwie ein krasses Viech drin zu sein oder so, kein Plan. Ah. Dankeschön. Waren ja 100 für eine weitere Batterieleiste, ja? Beziehungsweise einheitlich Leiste. Die Drohnenkanone. So, jetzt ist natürlich so, dass das Ding wirklich befahren wurde oder keine Ahnung, aber sonst futsch ist. Na gut, 3 Stück, da geht. Das lässt sich machen, Freunde. Hui! Und raus hier. Falsche Richtung. Hä? Fliege ich nicht hin? Bin ich zu tief oder bin ich zu hoch? Das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ah, okay. Hä? Was ist denn das hier? Nee, oder? Das ist jetzt aber nicht eines von den Dingen, die ich auch für die eine Quest hier brauche. Doch, im Untergrund. Krass. Das ist ja unten sind, hätte ich niemals vermutet, tatsächlich. Also hat sich der Ausflug doch hierhin gelohnt. Kann man sagen, was man will. Krass. Oh, das ist noch ein Frosch. Wir müssen sowieso hier hin, als nächstes. Wird zum Frosch wieder passen. Und eigentlich hier unten die andere Arena, die ich mal meinte? Nee. Weil der Wald der Krox ist eigentlich hier. Ne? Das hier ist ein anderes Ding. Da ich eher noch nicht komplett. Die Arena, die ich eigentlich mal meinte, von der Quest her und so, die wichtig ist, ist die hier unten. So. Ja, da sieht schon nach Herausforderung aus. Bin gespannt, wer Das ist nicht euer fucking Ernst. Gegen den muss ich antreten? Okay, dann. Oh, Menno. König Ryog ist zurück. Mein bester Freund. Oder bester Feind, bin ich gerade unsicher. Dann muss ich mal ganz kurz das noch machen. Dann, wenn ich zu großen Waffenschleiß habe, das Masterschwert, logischerweise. Schild das ich mal so, Bogen, hätte zwar gerne Chimärenbogen, ich versuche es mal noch mit dem Königsbogen, wohl, ja, go, komm. Wenn ihr jetzt wann dann, wa? Ich mach sogar den hier. Heilen wäre auch ganz cool, tatsächlich, vielleicht sogar mit ein bisschen extra Wumms. Das wir noch hier unten verbrauchen.
Oder nehmen du direkt die Dinger hier. Also nicht viel Angriffskraft, weil, ja. Wir können ja genauso gut den hier nehmen. Kraftkochobst. Wenn schon, den schon. Na komm, scheiß drauf. Nehmen wir. Gut, Freunde, dann sage ich mal an der Stelle Dank fürs Zusehen. Ich spare natürlich, weil das gebe ich mir sonst nicht. Die Griok-Höhle, okay, ja, das heißt ja schon so. Dann als nächste Folge machen wir uns einen Griok ran, das wird ein Spaß. Zur Not habe ich doch noch. Einen hätte ich zumindest, ne? So ein Raketenschild. Und direkt mal zum Ausrüsten. Bomben sind auch gerne gesehen, tatsächlich. Ja gut, dann wünschen wir Petri Heil und so, wa? Bis nächstes Mal. Tschüss.